Und als er wieder losgelassen hat, war das Tannenbäumchen so schief wie vorher. Ja, das braucht natürlich seine Zeit. Ich komme dann morgen wieder. Auf Wiedergüchs. Der Fuchs ist noch 5 Tage lang gekommen und hat probiert, dem Tänli zu helfen. Aber am 6. Tag hat er ein herziges junges Fuchsfräulein kennengelernt und von da weg hat er keine Zeit mehr für den armen Tannenbaum. Er ist einfach nicht mehr gekommen. Der Tannenbaum ist immer trauriger geworden. Und so viele dicke, herzige Tränen sind ihm am Stamm durchabgelaufen, dass das Eichhörnli, das das nächste Mal gekommen ist, um auf dem Rumklettern, überall kleben geblieben ist. Warum brietisch? Bist du überall ganz nass und klebrig? Ich schäme mich so, weil ich schief bin. Oh, wenn ich doch auf dieser Seite ein bisschen mehr Äste hätte, dann wäre ich doch nicht gar so wüst. Das Eichhörnli hat das Pfötchen an die Nase gehabt und ein bisschen nachgedacht. Auf einmal ruft es: Birkenwasser! Das Eichhörnli macht einen Hupser und kumpelt die langen Sätze davon. Bald darauf war es wieder da gewesen. Es hat das Maul und Pfötchen voller Birkenblätter und angefangen, die nacktigen Stellen vom Tannenbäumchen einreiben. Was machst denn du da? Hat der Tannenbaum gefragt.